Hallo zusammen zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Heute habe ich gedacht, probieren wir mal. Ich habe es noch nie gemacht und darum möchte ich das jetzt effektiv mal ausprobieren, ob das wirklich so funktioniert, wie man das immer überall sieht in diesen Tutorials. Und zwar machen wir heute selber einen Glitzerlippenstift. Yay! Und dafür habe ich mir einen Lippenstift rausgesucht, den ich schon recht lange habe, den ich mal geschenkt bekommen habe von einer Kollegin, den ich nie gebraucht habe, weil der hat so ziemlich genau die gleiche Farbe wie meine Lippen. Und da kann ich gerade so gut einen Pomadenstift drauf tun. Also er sieht effektiv einfach genau so aus. Ja, also nicht wahnsinnig irgendwie ein mega Lippenstift. Darum habe ich den ausgesucht, auch wenn er schön ist. Er heisst, für die, was interessiert, Nude Pop von Clinique mit Nummer 1. Da, weiter schön, schauen. Da. Aber ich brauche den nicht und darum opfern wir den jetzt heute. Und ich habe hier schon wieder separat gemacht eine Kerze und hier ein Behälterchen, so ein kleines, wo wir dann den Lippenstift rein tun. Einen Löffel, den wir brauchen, um den Lippenstift zu schmelzen. Einen Zahnstocher, um dann zu verrühren. Und hier habe ich eine riesige Auswahl an Glitzer. Yay! Die habe ich gekauft. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, weil ich es schon recht lange habe. Ich glaube es mal in einem im IDEA oder im Bastelcenter zu Bern. Und ich habe mir gedacht, weil ja Sommer und Gold so wunderbar zusammenpasst, probiere ich doch einfach mal den wunderbar goldigen Glitzer für rein. Er ist eher ein dunkles Gold, es gibt noch das Gelbgold hier. Ich muss es rausbringen, aber ich finde, es passt jetzt nicht so auf die Lippen. Es hat so einen grünen Stich irgendwie. Und ja, ich meine, sind wir ehrlich, man kann alle Farben hier nehmen. Ich meine, das Rot zum Beispiel für an Weihnachten, hure geil. Oder grün, wenn man es ein bisschen spektakulär hat. Und ich meine, wie geil wäre zum Beispiel ein schwarzer Lippenstift mit schwarzem Glitzer drin. Hure nice. Oder so. Das wäre sicher hure geil. Aber ich habe keinen schwarzen Lippenstift. Darum probieren wir jetzt auch den Nude aus. Und als erstes, auch heiß, ja, aufpassen mit der Kerze. Als erstes tun wir, ja, den hier abschneiden. Oh Gott. Hier auf einen Löffel drauf. Und dann tun wir das schmelzen. Mal gucken, wie lange das geht. Und ja, den Löffel werde ich wahrscheinlich nicht mehr gross brauchen können, aber was soll's. So, es passiert etwas. Aha. Ui, das geht ja viel schneller, als ich gedacht habe. Krass! Die Frage ist auch wieder, wird der auch so schnell wieder fest? Ui, ich glaube, ich habe einen kleinen Löffel verrutscht. Ah. Also erste Schicht habe ich mal drin. Ich wollte nicht, dass der Lippenstift in der Kerze innen landet. Machen wir noch heute den Rest hier. So, ich habe die Kerze wieder ausgeblasen. Das tun wir jetzt auch hier schön auf die Seite. Voilà, so sieht das aus. Es ist gar nicht so ausgiebig, wie ich gedacht habe. Ich dachte, da ist dann viel mehr drin. Aber ja, jetzt tun wir mal das Glitzer rein. Es ist ein bisschen grobes Glitzer. Ich denke, mit einem feinen Glitzer wäre es noch geiler. So, jetzt ein bisschen rein tun und dann verrühren. Nicht, dass es irgendwie einfach klumpen oder so. Also der Lippenstift wird langsam schon wieder fest. Ich muss ich pressieren mit dem Glitzer drin tun. Immer schön rühren. Irgendwie verschwindet der Glitzer. Wo geht der her? Ich sehe ihn gar nicht mehr. Ah ja. Ich glaube, das reicht. So. Ich lasse das hier mal trocken werden. Im Kühlschrank. Und dann schauen wir nach, wie das heute aussieht. Bis jetzt sieht es so aus. Ich bin gespannt, wie es ist,
wenn es ausgekühlt ist und wenn wir es dann auf die Lippen auftragen. So, ich habe jetzt den aus dem Kühlschrank rausgeholt. Er war etwa 10 Minuten drin, vielleicht ein bisschen weniger lang, er ist aber schon abgekühlt. Und habe jetzt meinen Lippenpinsel geholt und wir testen jetzt das aus, wie das so tut. Und ich bin mega gespannt. Ich hole euch vielleicht noch ein bisschen näher an, dass ihr auch schön meine Pickel überall im Gesicht seht. Und ja, also ich weiß ja nicht, aber es ist irgendwie, es kommt mir so ein bisschen schräg über. Ich habe jetzt hure viel auf diesem Pinsel. Aber irgendwie... Ja, mal. Glitzert schon ein bisschen, oder? Weiss nicht, was sagt ihr? Top oder Flop? Schreibt in die Kommentare, also, schreibt mal in die Kommentare einen Daumen gegen oben oder einen gegen unten. Also, wie ihr das findet. Ich meine, es ist sicher einfacher mit dem Pinsel aufzutragen. Das ist vielleicht noch ein bisschen näher. Jetzt mit dem Nude Lippenstift ist es zwar vielleicht... Sieht natürlich sehr nach Glitzerunfall aus. Ich habe das Gefühl, wenn man einen farbigen Lippenstift nehmen würde, mit farbigem Glitzer, dann wäre es mal einiges geiler. Aber das ist ja das Schöne daran, bei diesen DIY-Sachen, dass man effektiv alles an Farben nehmen kann und so wie es einem selber gefällt. Und ich nehme mich wieder ein bisschen weiter zurück, dass ich da nicht so muss schauen. Also sicher, was gäbig ist, wenn man es wirklich mit dem Pinsel aufträgt. Ich glaube, mit dem Finger geht es nicht gut. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn man es mit dem Finger aufträgt, das geht auch. Also, hey, irgendwie, müssen wir mal schauen. Es ist wirklich noch schön. Das kann man sicher auch irgendwie als Blush oder so verwenden. Oh, für Festivals! So als Blush. Aber ich merke gut, man darf nicht zu oft drüber. Und wenn man zu oft drüber geht, dann wird es dann so also dann gehen dann die Partikel, die Paillettenstückchen, so zueinander an. Aber es gibt sicher schöne so Freckles. Oh mega! Die Idee muss ich dann unbedingt mal ausprobieren. Jetzt nicht, weil ich gerne später noch raus. Aber ja, Leute, wenn ihr Glitzer auch so geil findet wie ich, dann schreibt das Glitzer im Waldstein in den Kommentaren. So gut! Und ja, ich habe das Gefühl, ich würde das vielleicht mal noch mit einer anderen Farbe ausprobieren. Und wenn ihr jetzt das nachher machen wollt, würde ich mich mega freuen, wenn ihr das dann irgendwie auf Instagram oder sonst irgendwo postet, wenn ihr mich dann taggen auf unter Ciel Noir. Das wäre mega cool. Und ja, ich bin eigentlich gar nicht mal so abgeneigt, effektiv den auch mal zu tragen. Also für gerade so an Festivals oder im Ausgang, hure gut. Ich habe richtig gefreut, dass es so gut funktioniert hat, viel besser als ich wirklich erwartet habe. Und ich würde mich mega freuen, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr mir einen Daumen gegen oben da lasst. Und wenn ihr neu seid, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet, dass ihr auch ja nichts mehr verpasst, beziehungsweise wenn ihr wirklich nichts mehr verpassen wollt, das gilt jetzt für alle, dann müsst ihr leider das Glöckchen drücken, wo es kann gut sein, dass mal etwas untergeht oder so, vor allem mit diesen Abo-Boxen. Ja, das war es für diese Woche. Ich wünsche euch eine wunderbare Zeit und bis nächsten Freitag. Tschüss zusammen!